Willkommen, Pilger, mein Name ist Akobata, du wirst geprüft. Mit der Kraft des Windes. Ja, von dem bin ich schon relativ gut ausgestattet. Also, Kraft des Windes. Okay. Alles ein bisschen drüber gucken. Hä? Muss da rüber? Da unten ist offenbar nichts. Wie sieht es auf der Seite genau aus? Hier komme ich durch. Hier habe ich das hier, okay. Hier habe ich ein wenig Wasser. Ja, sieht doch durchaus interessant aus, was ich hier alles machen kann. Dahinter ist die andere Frage. Jo, relativ problemlos. Ah, sehr gut, noch ein kleiner. Sonst gibt es hier wohl, ist zwar irgendwie eine Mulde da drin in der Mitte, das sieht so verdächtig aus, aber... So, das war eigentlich nichts. Ah, da ist noch eine Truhe, okay. Kann das reichen? Ja! Nicht gerade ganz so einfach. Das sind wir auch einfacher. Fürchte leider nicht. Boah. Das Wasser springen will ich eigentlich auch nicht. Mann! Okay. Sind da auch noch etwas? Das ist auch noch eine Truhe. Hä? Aber ernsthaft, wie ich denn da hinkommen soll? Runterfallen lassen wäre eine Option, aber dafür müsste ich erstmal da hochkommen. Hier sind einige aktiviert, andere auch nicht. Ich komme da eigentlich nur da rein. Das andere bringt irgendwie nichts, okay. Die Drehung ist immer ein Viertel. Es müssen alle betätigt werden. Oder schon. Das heißt, den brauche ich eigentlich hier gar nicht. Doch, offenbar schon. Mal schauen, was wäre jetzt hier am vernünftigsten. Wenn der die alle betätigt. Das heißt praktisch, wenn der die da unten betätigen würde. Ich brauche den hier nicht, sondern der kann nach oben. Ich habe natürlich keinen in der Mitte. Das
kann ich rein theoretisch den so buxieren, aber das heißt, den hier brauche ich eigentlich nicht auf darüber. Ja. Jetzt wieder für der hintere wieder. Okay, das ist ein bisschen trickreicher, da muss ich so einen guten Überblick verschaffen. Also, ich könnte den... Warte mal. Ich kann die ohnehin nur vertikal oder horizontal bewegen. Okay. Das heißt... Der dort... Ja, genau, der da. Muss eigentlich darüber, weil sonst... Ja, kann ich gar nicht bewegen, geht gar nicht. Das heißt, der äußere muss eigentlich so bleiben. So, jetzt bewegt der, okay. Jetzt muss der, weil es nicht anders geht. So, den hier bewegen. Du bewegst die da unten. Ja, gut, gut. Ja, und das war's schon. Soweit zum Schrein an und für sich. Jetzt, wie kommen wir zu den Truhen ran? Das ist die andere große Preisfrage. Das rüberschmeißen geht sowieso nicht. Nö, keine Chance. Kann ich die sonst irgendwie beeinflussen? Mensch, bin ich doof. Oh. Ja, 100 Jahre Schlaf haben mir nicht gut getan. Da sind teilweise meine Gehirnzellen ein bisschen eingerostet. Ich habe doch das Wassermodul oder Kryomodul wohl eher. Naja. Nicht gerade so wild, aber immerhin etwas. Dann was glaube ich nur noch einer. Ja, könnte nur der hier sein. Eine Elsternlanze. Ja, mag ja sein, aber das sieht ziemlich schwach aus. Nee, verzichte ich lieber drauf. Trotzdem, danke. So, jetzt aber raus hier. Hui, so macht Spaß. Hey, Chica, hab's geschafft. Nur endlich, hat lang genug gedauert. Aber trotzdem und bist du der auserwählte Held. Also Mirana, Spruch musst du sagen, wa? In Namen der guten Hylia war uns alle Währung. Du bist irgendwie schneller als die anderen, warum das? Naja, ich hab keinen Bock mehr zu warten, ich will ins nächste Leben. Tschüss. Ah, Mann, oh Mann, dann müssen wir rüberfliegen und so, wie kommen wir dann zu den Truhen? Ja, da ist ein Wasser, ein Kryomodul. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, oder wohl eher das Eis vor lauter Wasser nicht. Ist ja egal. Das war jetzt eine Währung, nochmal 2, kann mit der Ausdauerleiste erhöhen. Sehr schön.
Mitternacht vorbei, das sieht aus, hätte gar nicht seinen Tag gehabt, aber ist Vollmond. Was ist so los? Ich hab's wohl irgendwie elegant überstanden. Hier ist nichts. Schade. Ah, hallo. Oh, das tut weh. So ein Mist. Was ist? Das ist mein Problem. Ich deins. Verdammt, dieses Monster. Aha, war Medo. Der Tarn des Himmels. Wo geht's da entlang? Rivali-Platz. Rivali? Oh, diese andere Ecke. Ist ein bisschen hoch, aber... Ist das der Krog da? Ja. Wie hoch geht denn das noch? Sind wir bald schon beim Titanen? Hallo? Bist du ein Reisender? Wieso? Nö, es ist nichts. Okay. Ah ja, da muss wohl der große Boss hier sein. Das ist irgendwie sonst was. Und hier ist fertig. Verzeihung. Oh, ein Gast? Hoho. Was am Gürtel hängen hast, ist das etwa? Wo sind meine Manieren? Ich bin Kaneli, der Häuptling des Dorfes der Orni. Also, was da mit Gürtel hängen heißt, ist das ein Schickerstein? Genau. Oho. Stimmt ja so wirklich. Du bist ein Recke und kannst wie Rival in den Titanen Varmedo steuern? Nein, das kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Er muss den Schickerstein geerbt haben. Oh, verzeih mir. Ich war in Gedanken. Nachfahre des Recken. Wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. Klar. Ich danke dir. Nun, da ich weiß, dass du der Nachfahren des Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Varmedo, der über uns im Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, einen Titan zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Theba und Hertis, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Medo auszukundschaften. Dabei ist Hertis verletzt worden. Aber du bist Nachfahren eines Recken, deshalb erhöre meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Theba. Er hat vor, Medo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm. Zusammen könnt ihr Varmedo vielleicht aufhalten. Okay, ich kann es mal versuchen. Muss irgendwo hier sein, wa? Ach. Guten Abend. Jetzt haben wir Medo, meine Mutter. Ich hatte das alles satt. Ah ne, du warst der, der den Laden haben wollte. Ja, 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 das ist aber irgendwie noch so im Hinterkopf. Nee, hä, bin jetzt weiter runter? Schickerstein, was sagst du dazu? Saki, warte mal. Was doch du? Nee. Was ist denn Saki? Haben die vorhin schon getroffen. Jo, nicht so gut in niemand mehr. Ne, du bist sicher nicht Saki. Saki der Waki. Bist du Saki? Ah, Saki. Es tut mir leid, aber ich habe mitgehört, wie du mit meinem Häuptling gesprochen hast. Willst du vielleicht zusammen mit meinem Mann Theba gegen Medo kämpfen? Ich würde dir gerne helfen, aber ich kann leider nicht viel mehr tun, als dir zu sagen, wie mein Mann sich aufhält. Ja, erzähl mal. In Ordnung. Mein Mann ist an einem Ort, den wir Flugplatz nennen. Der findet sich am Marinus-Pass, am Fuß der Hebra-Berge. Drüben die Orden kriegen einen Luftkampf. Wahrscheinlich warnt sich mein Mann dort, um Medo nicht noch einmal zu unterlegen. Ich glaube, er ist zu Fuß zum Flugplatz gegangen. Normalerweise kann man vom Rivalplatz rechts zum Flugplatz fliegen. Wenn sich jetzt hoch in die Luft wagt, wird man von diesem Medo abgeschossen. Der Rivalplatz ist ein Gedenker von den Recken der Orni Rivali. Damit wir niemals vergessen, was in jedem unheilvollen Tag geschah.
Rivali. Der Flugplatz. Moment mal. Beeindruckend, ich weiß. Dieses Kunststück würdest du in 100 Jahren nicht hinkriegen. Ich erzeuge einen Aufwind und schieße damit hoch empor in die Lüfte. Meine Technik ist ein wahres Wunderwerk. Selbst die Orni bewundern mich dafür. Mit dieser Kunst sind wir unschlagbar. Sie wird uns zweifellos einen großen Vorteil im Kampf gegen die Verheerung Ganon verleihen. Hinzu kommt, ich bin der unangefochten beste Bogenschütze unseres Volkes. Und somit ist es ja wohl ganz offensichtlich, dass ich, Revali, der Schlüssel im Kampf gegen die Verheerung Ganon bin. Aber stattdessen haben sie mir aufgetragen, dich zu beschützen. Und das einzig und allein, weil du dieses alte Schwert mit dir herumträgst. Ha, das ist der Gipfel der Dummheit. Oh je, habe ich deine Gefühle verletzt? Dann lass uns die Sache in einem Kampf austragen. Nur wo? Ich hab's. Da oben. Moment, ich vergaß. Ohne meine Hilfe schaffst du es ja nicht mal bis zu dem Titanen hoch. Ach ja, Rivali, der alte Angeber. Hä, was ist denn los? Ist alles in Ordnung bei dir? Du sahst so weggetreten aus. Verzeih mir, ich wollte nicht anmaßen klingen. Wenn du irgendwas wissen möchtest, kannst du mir später gerne fragen. Rivali, der alte Angeber. Ich erinnere mich wieder. Der, wo zum Titan kommen soll, ist immer eine gute Frage. Wo muss ich da hin? Okay, das ist ja sowieso gleich ein Schrein in der Nähe. Das passt eigentlich perfekt. Jetzt würde ich aber trotzdem gerne erst einmal noch zum Turm gelangen. Wäre auch nicht ganz verkehrt. Kommen wir jetzt eigentlich wieder. Navamedo, schieß mich doch ab! Ah, kannst du nicht. Ist jemand? Ich habe gerade irgendwas gehört. Ganz seltsam. Schlafgewürz! Ach ja, der wollte den Grundgewürz haben. Ja, komm, Epona, wir gehen. Vielleicht sich wieder ein anderes Outfit an, weil, ja, ist schon ein bisschen gefährlich hier. Schöne Musik, die ist so schön. Epona, wo gehst du hin? Ganz ruhig, Epona. Wow! Nein! Uff. Ja, ist gut, beruhigt euch. Bin schon wieder weg. Meine Fresse. Aber ganz kurz, Epona. Hier haben wir vielleicht etwas, was uns noch hilfreich oder helfen könnte. Oh. Eigentlich gar nicht so übel. So. Weiter geht's. Ab zum Turm, der irgendwo da sein muss. Okay, da noch ein bisschen mehr Steine, aber egal. Wie kommen wir zwar am schnellsten zum Turm, wa?
Und wieder so ein Weiß. Oh nee, nee, die haben so viel Energie, die macht so viel Schaden. Kein Bock drauf. Das ist älterer Platz, aber... Warte mal, Epona, vielleicht hat sie irgendwo einen Krog. Zutrauen würde es ihnen. Vielleicht hier irgendwo? Nee. Hä? Was klingt hier so? Ganz seltsam. Was ist ein Turm genau? Eben, muss eigentlich da entlang, wa? Erstmal was sehen wäre auch ganz cool. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Was ist das denn für einer? Ein schwarzer Hinox. Oh, ich will nicht wissen, wie stark der ist. Aber der liegt hier total auf dem Weg. Das ist irgendwie ziemlich riskant. Hä? Trägt ein Beinschutz? Auch nicht schlecht. Kann ich auf dem herumklettern? Wie hoch könnte, wäre ganz praktisch. Von da oben wieder runtersegeln und direkt auf ihn drauf landen. Wäre auch eine Option. Voll aufgewacht. Wer ist, glaubt, der Zedig? Ne, schlaf wieder. Wie, du tust Epona etwas an. Ich bin müde. Nein, nein, nein. Ah, scheiß Wind voll ausgerutscht. Du weißt noch einen Königszweihänder. Vielleicht die Windklinge nehmen, ja. Doch gerne eher behalten, genauso wie die hier. Da hat wohl nicht so viel gebracht. Oh, doch, ein bisschen. Was hat denn der dafür? Hä? Das ist aus Metall. Jo, die ist aus Metall. Ziemlich doof, wa? Dass du keinen Strom verträgst. Ja, du, also... So ein Schutz ist nicht gerade sehr praktisch, muss man mal so sagen. Ich hab's gesagt.
Also, da dass du ein Schwarzexemplar warst du aber ziemlich schwach, Kumpel. Oh, ein Königsschwert, cool. Königsbogen, dann ist da kein Platz mehr. Warte mal, habe ich nicht sogar... Ja, habe schon ein paar Königsbogen, okay. Ja, dann passt auch so. Anstoß, ja, ist doch eigentlich ziemlich praktisch. Jo, behalte ich. Passt. Dankeschön. Kinus einfach hier so. Interessanter Beinschutz. Wegsprengen kann ich ihn nicht, aber ja, wenn es aus Metall ist für Elektropfeile ziemlich anfällig. Tja, Kumpel, so wie dazu. So, Epone, wir kommen jetzt am besten zum Turm, war, weil wir erzählten uns hier ganz schön hier im Gebiet. Da komme ich so gar nicht dahin, eventuell trotzdem noch scheiße. Wenn ich von der anderen Seite her zum Turm kommen würde. Nee, es kann nicht sein. Das muss schon irgendwie so gehen. Hoffe zumindest.